Ich genieße das richtig, wenn wir alle zusammen Gott loben können, von unter 10-Jährigen bis über 80-Jährigen und kommen zu Gott. Und er hat es bereit für uns. So schön. Und ich will gleich zum Anfang beten. Danke, guter Vater im Himmel, dass wir alle zusammen vor dich kommen können. Egal wie alt oder wie jung wir sind, egal wie gläubig oder auch ungläubig, du möchtest uns beschenken. Und danke, dass du heute reden willst. Du hast versprochen, dass wenn wir dich suchen, dass du dich von uns finden lässt. Und so bitten wir dich, dass du unsere Ohren aufmachst für das, was du uns heute mitgeben willst, dass wir deine Worte hören dürfen und das in unser Herz hineinkommen lassen dürfen. Amen. Ja, auf die Knie heißt es hier. Vielleicht kennt ihr diese Situation aus dem Alltag. Also ich meine jetzt nicht, dass ihr dem König auf dem Schoß sitzt, gell? Sondern dass ihr etwas sagt und der andere versteht etwas anderes. Ein klassisches Missverständnis, oder? Sprache hat so viele Facetten. So viel reden wir, so viel hören wir. Und in der Sprache passiert so vieles. Manches kommt richtig an, manches falsch, vielleicht kommt es ja ganz anders heraus dann, als ursprünglich gedacht. Aber auch die Bibel spricht ganz viel über die Sprache, über das Reden miteinander. Und wenn wir da am Thema sind, neuer Mensch, du und ich, dann ist das etwas ganz Zentrales vom neuen Menschen. Wie reden wir miteinander? Was sagen wir einander? Was löst das in uns aus? Woher kommt das? Was hat das für Auswirkungen? Und heute machen wir eine Art Sprachkurs. Es ist interessant, dass Gott sagt, dass wenn wir zu ihm kommen, an ihn glauben, Jesus in unser Leben einladen, dann macht er aus unserem alten Menschen einen neuen Menschen mit einer neuen Sprache. Das ist ganz interessant. Und es ist ein Thema, das ist eigentlich sehr allgemein bekannt. Ich bin gerade ein Buch zu lesen über therapeutische Seelsorge. Es ist ganz spannend, was es hier heißt. Eine fruchtbare Gemeinschaft in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und in der Seelsorge ist die Folge eines guten Gesprächs. Finde ich ganz spannend. Also unsere Gespräche haben sehr einen großen Einfluss auf unsere Gemeinschaft, die wir haben. Das wünschen wir ja zwischen dem Ich und Du, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, wo auch immer das sein mag. Und dann heißt es ein bisschen später, Gesprächsführung ist in erster Linie keine Technik, sondern eine geistliche Einstellung. Sie ist nicht in erster Linie eine Kunstfertigkeit, sondern eine Haltung. Und das ist mein Wunsch auch für heute Morgen, dass wir nicht einfach über eine Technik reden, über irgendetwas, was man machen soll, sondern über die Haltung, das, was in dem Herzen ist. Das, was auch Gott verändern möchte, wenn er ja sagt, hey, ich will einen neuen Menschen schaffen, etwas Neues machen. Und zum Einstieg deshalb ein kurzes Experiment. Für dich ein Gedankenexperiment. Heute Morgen bist du aufgestanden und überlege dir, wann ist so der erste Moment, wo du mit jemandem gesprochen hast. Wir möchten so einmal kurz Revue passieren lassen. Was hast du heute schon alles gesagt? Für die einen vielleicht beginnt es gleich beim Aufstehen mit dem Sprechen. Für die anderen, die alleine zu Hause sind, vielleicht erst, wenn ihr aus dem Haus geht, wenn ihr jemanden trefft unterwegs oder als ihr hierher gekommen seid. Was habt ihr heute Morgen gesagt? Geh mal kurz für dich deinen Morgen durch. Was hast du anderen gesagt? Und was hat es für Auswirkungen? Und eine zweite Frage, was hat das ausgelöst im anderen, was du gesagt hast? Genau, studiere mal für dich, auch zu Hause, wenn du das schaust. Was hast du so gesagt? Das ist ein bisschen gemein für diejenigen, die erst am Abend schauen, haben schon viel gesagt den ganzen Tag lang, vielleicht. Was hast du gesagt, was hat das ausgelöst? Das Spannende an der Sprache ist, dass das, was wir sagen und das, was es auslöst, ganz viel mit unserem Herzen zu tun hat. Vielleicht hast du jetzt gestaunt, boah, ich habe so viele gute Sachen gesagt. Vielleicht hast du aber auch gestaunt, aber eigentlich habe ich komisch, eigentlich, wenn ich so zurückdenke, hätte ich ein paar Sachen anders sagen wollen. Es kann ja beides vorkommen. Und Jesus selber, er sagt, was aber aus dem Mund herausgeht,
kommt aus dem Herzen hervor. Also das ganze Thema mit der Sprache, der neuen Sprache, wenn wir Jesus fragen, dann ist es ein Thema unseres Herzens. Was ist in unserem Herzen drin? Und was aus unserer Sprache herauskommt, das ist geprägt von dem, was in unserem Herzen ist. So deshalb heute ein bisschen eine zweifache Aufforderung für dich, wenn du merkst, wie du redest, was du so sagst, wo du vielleicht auch Herausforderungen hast mit dem Sprechen, hinzuschauen, wieso kommt denn das raus? Was ist im Herzen da? Aber auch eine andere Herausforderung, einfach mal die neue Sprache, die da ist, so kennenzulernen. Wir sind ja zusammen unterwegs im Kolosser 3. Das ist ein cooler Bibeltext, da geht es immer um diesen neuen Menschen, den Gott schafft und dass es auch Auswirkungen, ganz viele Auswirkungen hat auf die Sprache. Wir haben letztes Mal begonnen, da zusammen zu lesen im Kolosser 3, also wenn du das nicht mitbekommen hast am letzten Sonntag, will ich dich ermutigen, das nochmals anzuschauen und so einfach den Kolosserbrief mal zu lesen, so reichhaltig, was hier alles steht. Und dann heißt es da von diesem neuen Menschen, der Schreiber sagt an den Kolossern, diese Christen, die da wohnen, hey Leute, ihr habt ja den alten Menschen ausgezogen, habt einen neuen angezogen. So viele Dinge, die eigentlich vorher normal waren in der Welt, das auch ihr gelebt habt, das ist jetzt alles anders. So, das letzte Mal ging es um die bösen Begierden, um sexuelle Leidenschaften und so weiter, die damals schlecht waren. Und jetzt sagt der Schreiber, jetzt ist aber alles neu. Und dann heute geht es mehr um die Sprache. Und er sagt ihnen quasi, hey Leute, früher wart ihr so und so und so. Aber jetzt ist es anders und hier steigen wir in den Bibeltext ein. Ich lese die Verse 8 bis 12 im Kolosser 3. Genau. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Da geht der ganze Abschnitt weiter, das geht dann am nächsten Sonntag weiter. Ein spannender Text, ein spannender Abschnitt, der da eingebettet ist. Und es ist interessant, hier geht es um die Sprache und der Schreiber schreibt, hey, das ist so wie mit Kleidern. Etwas, was man abzieht und etwas, was man anzieht. Und das ist so ein Bild, das hier uns präsentiert wird. Und dieses Bild möchte ich nun auch auf die Bühne holen. Ich habe Andi gefragt, ob er uns den Sepp spielt. Ja, super. Hallo Sepp. Er kommt direkt von der Arbeit. Von den Kolossern heißt es da, sie lebten in der Welt, sie handelten wie die Welt, sie kleideten quasi sich auch wie die Welt. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt. Also Sepp ist so ein ganz normaler Mensch, der auch in der Welt wandelt, in der Welt lebt, direkt von der Arbeit. Und im Leben von Sepp gibt es so ein paar Dinge. Es gibt ein paar gute Dinge, aber es gibt auch ein paar andere Dinge. Ein paar Dinge, auf die er vielleicht gar nicht stolz sind, die aber eigentlich so wie in dieser Welt ganz normal sind. Da ist vor kurzem der Nachbar mit einem neuen Auto angefahren. Mamma mia, ein teures Auto. Und der Sepp hat gedacht, das will ich auch. Und er ist sofort aufs Konto gegangen, hat geschaut, wie sieht es da aus, hat sich überlegt, bald kommt neues Jahr und so weiter. Ihm sind ein paar Tricks noch eingefallen, wie er das regeln könnte mit den Steuern. Nicht ganz legal, aber egal. Und dann kann er sich eins kaufen, das noch ein bisschen besser ist. Habsucht. Oder eine andere Episode im Büro. Er hatte einen guten Arbeitsplatz mit wunderbarer Aussicht auf eine Arbeitskollegin, auf eine schöne, junge, hübsche Blonde. Und er hat begonnen, immer da herüberzuschauen, obwohl er zu Hause eine eigene Frau hat. Und er hat begonnen, seinen Tisch jeden Tag 1 Zentimeter weiter nach rechts zu schieben, weil das gibt dann immer ein bisschen einen besseren Blick darüber. Und wenn er manchmal am Arbeiten ist, kommt er auf Gedanken, von denen erzähle ich jetzt nichts. Böse Begierden nennt das der Text.
Irgendwie, jedes Mal, wenn er seinen Vater trifft, kommt in ihm so ein Gefühl von Zorn hoch. Irgendwie ist er gleich auf 180. Was will der wieder? Erzählt er wieder von diesen Strahlungen oder von diesem komischen Verein und so weiter? Auf jeden Fall reagiert er sehr schnell wütend und so war es auch beim Telefon heute. Zorn. Ja, der hat noch mehr erlebt, der Sepp. Zu Hause beim Essen. Irgendwie ist da immer so eine komische Stimmung. Seine Wörter, die er wählt, sind eher von Wut geprägt. Vor kurzem hat seine Frau gefragt, und, wie schmeckt das Essen? Hat er gesagt, willst du schon wieder Streit anfangen? Wut. Am Stammtisch, ja, natürlich, die einen Politiker, die kommen immer gut weg, aber über die anderen wird sehr schlecht geredet. Hey, können die Worte finden? Hei, hei, hei. Und es ist ja dann nicht einfach eine sachliche Diskussion, sondern es wird dann sehr persönlich, dieser Vollidiot und weiß auch nicht, was alles da gesagt wird. Schändliches Reden. Eigentlich passt es eigentlich noch zu den Kleidern irgendwie, gell? Selbe Farbe, ja. Vor kurzem bei der Arbeit ist er zu spät, ist vom Kunden zurückgekommen, ein bisschen spät. Und der Chef sagt, ja, gell, ist halt ein schwieriger Kunde, super hast du das gemacht. Eigentlich hat er verschlafen und ist deshalb ein bisschen spät unterwegs. Aber ja, natürlich ist ein schwieriger Kunde, aber das habe ich schon hingekriegt, kein Problem. Es war noch ganz praktisch. Lügen. Und wenn ich jetzt diesen Sepp anschaue, passt es eigentlich ganz gut. Er ist nicht besonders stolz auf diese Dinge, aber es ist normal. Er wandelt in der Welt, wie man das so macht. Das gehört dazu. Und es passt sogar ein bisschen dazu. Aber der Sepp ist jetzt kein Depp, sondern er hat sich umgedreht, er hat Jesus gesehen, er hat das Kreuz gesehen, ist da hingegangen. Er ist zum Kreuz hingegangen. Er hat seine Schuld, seine schlechten Dinge, hat er gemerkt, es ist nicht gut und wollte das in Ordnung bringen, vor den Menschen, aber auch von Gott. Er hat Gott um Vergebung gebeten. Und dieser alte Mensch hat Gott ihm so wie ein Kleid ausgezogen. Das Schwarze, das Dreckige, das, was stinkt, konnte er zum Kreuz zu Jesus bringen und dort bei Jesus ablegen. Mit all diesen Dingen, die da dran sind. Was für eine wunderbare Sache. Der alte Mensch wird ausgezogen. Manchmal ist das ein Prozess. Es geht manchmal nicht so schnell, gell? Aber man darf das wirklich einfach zu Jesus bringen. Und jetzt steht er hier, der Sepp. Eigentlich müsste er sich jetzt sofort anziehen, aber muss schnell jetzt Zeitlupe machen oder das Bild einfrieren. Er ist ein bisschen kalt angezogen, oder? Wenn jetzt der Wind weht, was passiert? Was macht jemand, der so dasteht und der Wind weht und es wird kalt? Dann siehst du wieder an, was da herumliegt, oder? Also das muss jetzt nicht machen, das muss nicht machen. Also es ist so, wenn wir zu Jesus kommen, lässt er einem nicht kalt stehen, sondern es gibt etwas Neues. Er gestaltet etwas Neues, einen neuen Menschen, etwas Neues wird angezogen. Und so beschreibt diese Bibelstelle, dass wie ein neues Kleid kommt. Gott zieht uns an wie einen neuen Menschen mit einem neuen Kleid, mit einer neuen Stellung. Und von diesem Moment an ist klar, das sieht ja ganz anders aus. Es ist ein neuer Mensch, eine neue Lebensweise, ein neuer Herrscher. Jesus ist jetzt da. Ja, wunderbar. Super, mega cool. Aber jetzt, ihr wisst, wie das ist. Der Sepp, er ist bei Jesus, diese Stellung, dieser neue Mensch, der gilt, der ist da, der kann man nicht mehr wegnehmen. Ein Kind von Gott für ewig und immer in alle Ewigkeit. Und jetzt ist da wieder der Nachbar, kommt mit seinem Auto gefahren und schon wieder kommt dieses Gefühl der Habsucht. Und bei der Arbeit mit dem Bürotisch, ist auch nicht so einfach, oder? Das schöne Kleid, aber irgendwie all diese Dinge, ich weiß nicht, was sagt ihr, passt das noch? Es gibt ein bisschen Schmerzen in den Augen, wenn man das so sieht, oder? Zu viel Kontrast, genau das Gegenteil. Jetzt ist da dieser neue Mensch, aber all diese Dinge, das passt doch natürlich nicht. Das geht doch nicht, das ist doch doof.
Und nah dies nah merkt Sepp, dass der Gott diese Dinge nimmt, dass er sie immer wieder abziehen darf und Gott sie ersetzt durch andere Dinge. Also er hat gemerkt, wie reich beschenkt er eigentlich ist und merkt, wie er im Herzen so richtig dankbar wird. Dankbar für das, was er haben kann. Und wisst ihr, was ist vor kurzem passiert? Als der Nachbar gekommen ist, hat er sich richtig gefreut für den, dass der so einen schönen Karren haben darf. Und im Büro hat er gemerkt, nee, das ist nicht gut. Er hat diesen Gedanken getötet und gesagt, stopp. Am Feierabend, Tisch 2 Meter zurückgestellt, sodass die Versuchung gar nicht mehr kommt. Plötzlich, als er mit dem Vater telefoniert hat, hat ihn so ein Gefühl von Liebe bekommen. Er hat gemerkt, da ist Gott etwas am Bewirken im Herzen drin. Und aus der Wut ist plötzlich Liebe geworden. Am Familientisch hat sich die Stimmung verändert. Plötzlich hat er gefragt, wie geht's dir eigentlich? Hat zugehört. Ein offenes Ohr ist gewachsen. Am Stammtisch, da hat sich auch etwas geändert. Nicht, dass er in allem andere Meinung bekommen hat, aber er hat gemerkt, dass die anderen Menschen ja auch geliebte Geschöpfe von Gott sind. Dass sie wertvoll sind, dass sie würdevoll sind. Dass es Gott schmerzt, wenn wir schlecht über andere einfach dahin ziehen. Und er hat gemerkt, dass man auch würdevoll, sachlich über verschiedene Meinungen diskutieren kann. Hey, seinen Kollegen haben die Ohren gewackelt, als er begonnen hat, Gutes zu reden. Und dem Chef hat er gesagt, sorry, ich habe verschlafen, tut mir leid, ich schreibe diese Stunde nicht auf. Und es hat gut getan im Herzen, es hat zu Frieden gebracht. Der neue Mensch, der neue Sepp, nach und nach verwandelt und lebt er so, wie es nach diesem neuen Menschen aussieht. Vielen Dank. Der Sepp darf wieder runter von der Bühne. Genau. Das ist dieses Bild, was uns präsentiert wird im Kolosser. Einen neuen Menschen angezogen. Einen neuen Menschen anziehen und dann auch so leben lernen, sprechen lernen, wie das nach diesem neuen Menschen aussieht. Und ihr merkt, es ist eine Veränderung. Es ist nicht einfach, ich gebe mir jetzt ein bisschen Mühe, anders zu sprechen, sondern es ist etwas, was aus dem Herzen herauskommt. Eine innere Veränderung, die Gott zu wirken beginnt. Und es ist ganz spannend, wie ja dann diese Kolosser angesprochen werden. Der Paulus sagt ihnen, ihr habt einst auch so gelebt unter diesen normalen Menschen, das war ganz üblich, aber jetzt nicht mehr. Und deshalb legt diese Dinge ab. Also der Paulus spricht das zu Leuten, die sind Christen, die glauben an Jesus, sie sind so neue Menschen und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass so etwas an uns zu kleben beginnt, was eigentlich nicht dahin gehört. Und er sagt ihnen, nun zieht das immer wieder neu ab. Diese Stellung, dieses weiße Kleid, das ist hier, das geht nicht mehr weg. Und es ist so spannend, wie hier dieses Reden angesprochen wird. Also was wir miteinander reden, das wird hier erwähnt, das ist wichtig. Ich weiß nicht, wieso das da so eins nach dem anderen aufgezählt wird. Ich habe den Eindruck, das ist, weil Menschen ganz unterschiedliche Dinge ansprechen. Also Zorn wurde da aufgezählt. Das ist, wenn man so schnell und aufbrausend ist, wenn man einem etwas triggert und man ja gleich wütend wird. Und Wut wird noch spezifisch aufgezählt. Das sind so aggressive Wortwahl. Bosheit. Das fand ich lustig, als ich das genauer angeschaut habe. Im Altgriechischen ist das Kakia. Das finde ich passt noch gut zum Schweizerdeutschen, jemanden anschießen, jemanden zusammenschießen, oder? Kakia. Kakia. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Aber es zeigt, was das Wort beinhaltet, oder? Jemanden klein machen, schlecht machen. Lästerung, schlecht über andere reden, schändliches Reden wird aufgezählt. Rassistische Witze, doofes Herumgegröle, solche Dinge sind da gemeint. Belügt einander nicht. Wir denken da immer gleich zuerst an nicht die Wahrheit sagen. Natürlich ist das damit gemeint, aber es geht noch weiter. Etwas vorzuspielen, was man gar nicht ist. Eine Miene aufzusetzen, die gar nicht zu einem passt. Sich besser geben, als es vielleicht ausschaut. Oder es zu bescheiden geben, wenn es ganz anders wäre. Also belügt einander nicht, bedeutet auch einfach offen und ehrlich zueinander sein zu können. Das wäre das Gegenteil.
Und jetzt ist da bei diesen Kolossern offensichtlich einiges im Argen und sie werden da ermutigt. Hey Leute, ihr habt einen neuen Menschen angezogen. Das passt nicht mehr zu euch. Deshalb legt all diese Dinge ab und nehmt etwas Neues. Nehmt das Neue dazu. Und ich will auch dich ermutigen, da genau hinzuschauen. Es kann natürlich sein, dass du einfach dir schlechte Angewohnheiten angeeignet hast. So vielleicht beim Mittagstisch habt ihr einfach eine schlechte Sprache eingeübt und die ist einfach da und da kann man sagen, okay, das will ich ändern. Aber es könnte auch sein, dass etwas tiefer steckt, dass etwas im Herzen nicht stimmt, dass vielleicht eine Verletzung da ist. Vielleicht der Sepp, der immer so auf 180 war, als er mit seinem Vater zusammen war. Vielleicht hat er Verletzungen, die er mitträgt. Und jedes Mal wird er wieder daran erinnert. Also unsere Sprache oder das, was herauskommt, kann für uns wie ein Zeiger sein für eine Wurzel, die tief im Herzen sitzt. Also ich will dich auch ermutigen, wenn du merkst, hey, es gibt immer diese eine Situation oder diese bestimmte Person und dort merke ich, da habe ich auch mit meiner Sprache ein bisschen Mühe, dass du dann genauer hinschaust, ist vielleicht eine Wurzel da, die noch tiefer sitzt. Wenn du merkst, dass es dir sehr leicht fällt, über andere Menschen immer schlecht zu reden, könnte es sein, dass du einfach selber von dir nicht so überzeugt bist, ein schlechtes Selbstwertgefühl hast und deshalb andere versuchst, kleiner zu machen. Oder wenn du zum Beispiel auf gewisse Dinge immer gereizt reagierst in einer Situation, das muss man ein bisschen schauen, vielleicht hast du selber irgendetwas, das fühlt sich ungerecht behandelt. Oder was bei mir manchmal vorkommt, ich habe in einer Situation Stress, und in der anderen Situation lasse ich es dann irgendwie meine Familie oder so spüren, ohne dass ich das will, aber ich bin gestresst und dann kommen irgendwelche Worte raus, die will ich gar nicht. Bei meinen Kindern zum Beispiel ist es recht einfach. Immer vor dem Mittagessen und vor dem Abendessen finden die recht viele böse Worte. Und nach dem Essen ist plötzlich alles ganz gut. Also die haben einfach Hunger, oder? Und dann schlechte Laune. Aber es lohnt sich mal genau hinzuschauen, was ist eigentlich die Ursache, was ist der Grund, was könnte auch da sein. Und dann finde ich noch den absolut wichtigsten Punkt. Den habe ich letztens entdeckt, als ich einen kurzen Artikel gelesen habe, Family 5. Da hat es eine wissenschaftliche Studie, die herbeigezogen wird und dann einen praktischen Tipp so für Beziehungen. Und in dieser wissenschaftlichen Studie, da haben Liebespaare mitgemacht. Und jetzt wurden dann gebeten, ein Partner, der sollte quasi zu bestimmten Themen sagen, was die Meinung des anderen ist. Und die eine Gruppe, die hat das einfach gemacht. Die andere Gruppe, denen wurde gesagt, versucht euch in den anderen so richtig hineinzuversetzen. Und beide Gruppen haben da diese Meinung versucht vorherzusagen vom Partner. Und bei beiden Gruppen ist es etwa ähnlich schlecht herausgekommen. Also sowohl die, die es einfach gemacht haben, und auch die, die sich versucht haben, in den anderen hineinzuversetzen. Es gab auch noch eine dritte Gruppe. Diese dritte Gruppe wurde erlaubt, dass sie vorher noch mit dem Partner das besprechen dürfen, das Thema. Das ist offensichtlich, oder? Die haben natürlich super gut abgeschnitten. Die haben die Meinung des anderen super gut getroffen. Und das ist jetzt nicht so erstaunlich, aber das Erstaunliche an der ganzen Forschungsarbeit war, dass jetzt diese Leute auch gefragt wurden, wie schätzt ihr ein, wie gut habt ihr die Meinung eures Partners getroffen? Und sowohl diese Gruppe, auch die, die sich in die anderen hineinversetzt hat und die geredet haben vorher und zugehört haben, alle haben in etwa gleich gut von sich gedacht, dass sie die Meinung des anderen vorhersagen können oder sich denken können. Und das war eigentlich das Überraschende. Also es steht dann hier, sie überschätzten also ihre tatsächlichen Fähigkeiten zur Perspektivübernahme massiv. Und das ist eigentlich das Problem. Und ein bisschen später steht, mit voller Überzeugung falsch zu liegen, ist eine denkbar ungünstige Voraussetzung für eine Partnerschaft. Und das war so für mich eine Ermutigung, zu sagen, hey, ich weiß, wieso soll ich von mir denken, dass ich weiß, was der andere denkt, was er meint? Ist es nicht sogar so negativ, dass ich denke, ja, der ändert sich eh nie. Ich kenne den viel besser als er vielleicht sich selber. Und ich habe dann auch gemerkt, dass die Bibel eigentlich genau dieses Thema immer wieder schon gesagt hat. Also zum Beispiel im Jakobus 1, Vers 19, dort heißt es,
Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also was die Wissenschaftler heutzutage so herausfinden, das kann man in der Bibel schon lesen. Es lohnt sich in der Bibel zu lesen, ist sehr cool. Und ich habe gemerkt, das Zuhören ist mega wichtig, dass wir nicht selber denken, hey, ich weiß ja das schon alles. Also das ist ja, es wird immer wieder überall steht, dass die meisten Konflikte, die entstehen nicht wegen einem Konflikt, der eigentlich hier ist, sondern wegen Missverständnissen. Oder? Wo diese Leute hinspringen auf die Knie vom König und so. Zuhören. Und das ist so dieser Punkt, ich will euch nicht nur ermutigen, euer Reden durchzudenken, sondern auch das Zuhören, der Überschrift vom Abschnitt hier, das finde ich super. Fragen, Klappe halten und zuhören. Kleiner Werbespot, Family Life 5, das sind jede Woche, kann man sich da einschreiben, bekommt so einen kurzen, 5-minütigen Text mit so einem Anregung für die Beziehung. Ich habe das abonniert, es ist auf dem Handout hinten und verlinkt im YouTube und es hat immer so coole Sachen. Man denkt, ich muss mich einfach in den anderen hineinversetzen, aber nein, Fragen und Zuhören bringt viel mehr. Oder? Das ist super. Also, Fragen, Klappe halten und zuhören. Das ist da hier wunderbar formuliert. Und ich habe gedacht, das klingt jetzt gut und es lohnt sich, dass wir uns im Alltag so ein paar Sätze bereitlegen, die uns helfen, wirklich zuzuhören. Zum Beispiel, wenn der Gesprächspartner etwas Komisches sagt, das uns komisch vorkommt, dass wir einfach sagen, hey, wie hast du das gemeint? Und dann nochmals hinhören, statt dass wir denken, der hat es sicher so gemeint und gleich mit unserer Reaktion starten. Oder wenn die Kinder völlig crazy drauf sind zum Beispiel, dass wir einfach sagen, okay, erzähl noch mehr, um noch genauer hinzuhören, was vielleicht da ist. Oder wenn es eine Kritik gibt, dass man nicht einfach sagt, sich gleich zu verteidigen beginnt, sondern vielleicht sagt, was willst du mir genau damit sagen? Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Manchmal bin ich schon von Anfang an so drauf, dass ich das Gefühl habe, jetzt kritisieren mich alle und reagiere entsprechend. Dabei war es vielleicht ein Kompliment. Habe ich gerade erlebt, deshalb ist mir das so aufgegangen. Was willst du mir damit sagen? Oder vielleicht einfach, ich denke mal noch darüber nach, bevor man gleich reagiert. Ich habe auch gedacht, Gott will ja auch durch die Natur zu uns reden und die Anatomie des Menschen hat auch so gewisse Eigenschaften. Also man hat einen Mund bekommen, oder? Und bei den Ohren mehr. Genau. Fragen, Klappe halten und zuhören. Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell im Hören. Langsam zum Reden, ist auch wichtig reden, langsam zum Zorn. Ich möchte zum Schluss kommen. Es wird hier uns gesagt, es gibt eine alte Sprache vom alten Menschen. Ich will dir das als Frage mitgeben. Wo redest du in alter Sprache? Wo merkst du, dass diese alte Sprache deinen Alltag prägt? Wo hörst du zu wenig zu? Hast das Gefühl, schon zu wissen, was der andere sagt? Und dann an diesen Punkten auch hinzuschauen und dich zu fragen, hat das etwas mit deinem Herzen zu tun? Möchte Gott in deinem Herzen etwas in Bewegung setzen, etwas verändern? Etwas hineingeben, das vorher nicht da war? Etwas heilen? Neue Liebe schenken? Was auch immer. Aber auch ganz konkret, die neue Sprache zu lernen. Das ist ein guter Sprachkurs, weil da muss man nicht selber büffeln, sondern darf zu Jesus gehen. Und er möchte einem diese neue Sprache schenken. Also dort, wo wir merken, wir reden in alter Sprache, die Sprache neu prägen lassen. Ich merke, ich will meine Sprache an dieser Stelle von Liebe prägen lassen. Ich will dort meine Sprache von Geduld prägen lassen. Ich will in dieser Situation, wo es mir schwerfällt, lernen, ermutigend zu sein. Wertschätzend. Ich habe da kein Wort hingeschrieben, weil du da dein eigenes Wort finden musst, in welcher Situation du wie redest. Mit was möchte Jesus das ersetzen, oder? Dass wir nicht kalt stehen bleiben, sondern dass etwas anderes an diese Stelle kommt. Und
Ich möchte dich ermutigen, dir ein Wunderwort zu überlegen. Im Sinn von, wie hast du das gemeint? Aha, dann nochmals hinhören. Oder okay, und dann nochmals hören, was der andere sagt. Es gibt so Wunderworte, die bewirken wirklich Wunder, wenn man das sagt. Und dann nochmals hinhören, zuhören. Ich möchte dir gerne 1 Minute Zeit geben, wo du einfach diese Fragen bewegen kannst und hinhören kannst, was Gott dir sagen will. Ja, Gott redet. Vielleicht hat er dir jetzt auch den Finger irgendwo hingehalten auf einen wunden Punkt. Im Jakobus 3, Vers 10 heißt es, aus einem Munde kommt Loben und Fluchen, das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Jesus will dir die Kraft geben, mit deinen Worten Gutes zu bewirken, Segen zu bewirken, andere Menschen zu ermutigen. Und viele Worte richten wir auch an uns selber. Was sind das für Worte? Es dürfen auch Worte der Ermutigung sein, der Wertschätzung. Mir ist aufgefallen, da hat es einen recht komischen Vers in dem ganzen Abschnitt, den wir gelesen haben. Ich hole den jetzt nochmals hervor. Da ist weder Grieche noch Jude. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Der Paulus sagt hier quasi, egal von welchem Volk du bist, da ist weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, also egal welche religiöse Tradition du gelehrt bist oder in welche Kirche du bist, was für eine Denomination du angehörst, ob du in die FWG gehst oder in die Krishona oder ICF, was auch immer. Egal ob Barbar, das waren damals einfach Fremde, oder Skythen, das waren richtig wilde Typen, ob du ein Sklave oder Freier bist, also Angestellter, ein Chef heute, vielleicht auch eher arm oder reich. Also das ist hier alles nicht mehr, sondern es ist Christus, alles und in allen. Das ist hier mitten in unserem Abschnitt. Also wir merken, es geht um eine neue Identität, die wir haben. Wenn du jetzt vorher gemerkt hast, an diesem und diesem Punkt, da will ich dran sein, dran bleiben, da legt Gott auch den Finger bei mir drauf. Dann will ich dich ermutigen, das nicht einfach selber zu tun, sondern aus dieser neuen Identität heraus. Christus. Christus alles und in allen. Und wenn wir jetzt den Vers vor noch dazu nehmen, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, das ist etwas Neues geworden schon. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also es ist interessant, jemand ist dran, diesen Menschen immer wieder zu erneuern nach einem bestimmten Bild. Jesus Christus ist dran, diesen Menschen immer wieder zu erneuern und nach seinem eigenen Bild. Und das will ich dir mitgeben zum Schluss. Wir dürfen zu Jesus kommen, mit unseren Schwächen, mit unseren Herausforderungen, mit unserer alten Sprache. Wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es fällt mir schwer. Erneuere du mich. Ich lege das weg. Schenk du mir das Neue. Und er beginnt uns zu verändern, nicht irgendwo hin, sondern in sein eigenes Bild. Was für eine wunderbare Perspektive, dass wir dann sagen können, ja, Christus, er prägt auch unser Reden und unsere Sprache, unser Sein. Zu Jesus dürfen wir kommen mit diesen Sachen. Lass uns beten. Danke, Jesus Christus, dass du uns zu neuen Menschen machst. Wir dürfen mit unseren alten irdischen Dingen zu dir kommen, auch mit dem Schlechten, das wir haben. Es ist gut, wir müssen nicht zuerst irgendwie perfekt werden oder so, sondern im Gegenteil, mit unseren dreckigsten Kleidern, die richtig stinken, dürfen wir zu dir kommen, Jesus.
Und du vergibst so gerne. Und es wird alles wie ein Kleid ausgezogen. Und du gibst uns einen neuen Menschen, wie ein neues Kleid angezogen ist. Und das ist unsere Stellung als Christen, die wir haben dürfen. Wir sind neue Menschen. Wir sind deine geliebten Kinder, Vater im Himmel. Wir werden es für immer bleiben. Und wir dürfen jetzt lernen, immer mehr auch nach deinem Bild, Jesus, zu leben. Und manchmal zeigst du uns Dinge auf, wo du möchtest, dass wir einen Schritt vorwärts gehen können, mehr in dein Bild verwandelt zu werden. Und genau damit kommen wir jetzt zu dir, Jesus. Du weißt, was uns schwerfällt. Du weißt, wo sich das in unserer Sprache zeigt. Du kennst die Situationen, wo Wurzeln in unserem Herzen hier sind, die unsere Sprache prägen, und du willst unser Herz heilen. Du willst Verletzungen heilen. Jesus, wir kommen mit diesen Dingen zu dir und wir bitten dich, dass du uns veränderst von innen heraus, immer mehr in dein Bild verwandelt zu werden. Und danke, Jesus, ja, dass wir vorwärts gehen dürfen, aber aus deiner Kraft, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns verwandelst, dass du uns neu anziehst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist Möglichkeiten schenkst, die wir selber als Menschen gar nicht haben. Amen. Wir möchten heute auch zusammen das Abendmahl feiern. Das ist auch so ein richtig schöner Moment, wo dieser neue Mensch so richtig zum Ausdruck kommt. Und das Spannende am Abendmahl ist ja, dass wir den Wein trinken, den Traubensaft trinken und das Brot essen als Bild dafür, was Jesus für uns getan hat und er unseren inneren Menschen erneuert haben. Deshalb verinnerlichen wir das auch so. Es ist ein Zeichen, was in uns drinnen auch da ist. Etwas, das wir in uns aufnehmen, weil Jesus in uns wirkt und in uns am Schaffen ist und in uns einen neuen Menschen gemacht hat. Und das finde ich so wunderbar. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Blut von Jesus uns reingewaschen hat. Dass nicht mehr dieser Dreckskleid hier ist, sondern dieses schöne weiße Kleid. Unsere Stellung, die wir haben dürfen, dank dem Blut, das Jesus am Kreuz vergossen haben. Und das Brot, das wir brechen können, als Zeichen, dass Jesus seinen Leib gebrochen hat, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, um uns zu vergeben, unsere Schuld abzuwaschen. Auch ein Zeichen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat gesagt, dass er erst wieder vom Saft des Weinstocks trinken wird, wenn er wiederkommen wird. Wir dürfen uns auch freuen darauf, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte lesen aus Matthäus 26, diese Worte, die hier stehen. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach es den Jüngern und sprach, nehmt und esst, dies ist mein Leib. So möchten wir auch heute das Brot nehmen, möchten es brechen und zu uns nehmen und dürfen damit sagen, danke Jesus, dass du deinen Leib für uns gebrochen hast, dass wir mit unseren schmutzigen Dingen zu dir kommen dürfen und du vergibst so gerne. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir sind eingeladen, zum Kelch des Herrn, zu Jesus zu kommen und uns daran zu erinnern, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Dass wir ein neuer Bund mit Gott schließen dürfen und für Ewigkeit mit ihm zusammen sein können, als neue Menschen. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Ihr seid nachher eingeladen, wenn du sagst, doch, ich will dieses Mahl auch zu mir nehmen, empfangen.
Ich will damit zeigen, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Dann darfst du nachher, sobald die Musik, der Worship wieder losgeht, das passt ja auch gut, und als sie ein Loblied gesungen hatten, ist auch eine Zeit, wo wir zusammen Gott loben. Du darfst diese Zeit dann nutzen und nach hinten gehen und dort ein Stück Traubensaft, ein Stück Brot empfangen und Jesus im eigenen Gebet auch Danke sagen. Ich will dich auch ermutigen, die Zeit der nächsten 3 Lieder zu nutzen, um nach hinten zu gehen. Es hat auch Leute, die da bereit sind, um für dich zu beten. Vielleicht hast du auch gemerkt, es gibt etwas, das du bekennen möchtest, das du mit jemandem zusammen vor Gott ablegen möchtest. Vielleicht auch bewusst vor dem Abendmahl. Vielleicht auch einfach eine Bitte, dass du stark sein darfst. Es gibt 2 Leute, die haben so einen Ministry Time Badge, die sind bereit, um auch für dich zu beten, mit dir zusammen zu beten, dass sie einfach ansprechen, dein Anliegen sagen und sie beten dann für dich hinten. Nutze diese Zeit. Du darfst einfach am Platz sein und in die Stille gehen, vor Gott diese Worte bewegen oder selber im Herzen diese Worte bewegen, die du heute gehört hast, die dich angesprochen haben. Ich will dich ermutigen, damit zu Jesus zu kommen. Und ich will auch danken für das Abendmahl in einem Gebet. Danke, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Es ist so faszinierend, wenn wir zum Kreuz schauen und zu dem, was du gemacht hast, Jesus, ja, was da alles passiert ist. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du deinen Leib gebrochen hast für unsere Schuld, für uns Menschen. Damit hast du die Strafe gezahlt, die uns zusteht. Du hast sie auf dich genommen und möchtest uns vergeben. Danke, dass wir deine Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Und danke, dass du uns reinwäschst mit deinem Blut, das du vergossen hast. Wir dürfen neue Menschen sein, nicht weil wir so gut wären oder weil wir das so perfekt können, im Gegenteil, sondern weil wir dich brauchen. Und weil du uns so liebst, machst du uns zu neuen Menschen. Und wir dürfen immer mehr dich anschauen und verwandelt werden in dein Bild. Amen.